Salut YouTube, hier ist der Mike Wolowski von Infect Plays Games. Ich begrüße euch schon zu einem neuen Video. An dem Video geht es um Battlefield. Schon um Battlefield, ich bin dann noch Battlefield. Ja, Battlefield ist awesome. Jetzt sind viele Leute, die sagen, Battlefield, ich weiß nicht, da tun ich mich nicht richtig, nicht gesagt, dann habe ich Spiel, was schwer genervt. Ja, das ist so, weil an einem Team sind 32 Leute, 64 schon ganz auf der ganzen Map. Und es hängt eben nicht nur von der auf. Okay, du kannst nicht allein dominieren an dem Spiel. Wenn du allein gut bist, schäfe dich, aber wenn dein Team scheiße ist, verletzt du trotzdem. Der andere wäre vielleicht Regel Nummer 1, kommen wir schon mal direkt. Regel Nummer 1, du musst alles leben. Ja, das ist eben so, das ist ein bisschen mehr in der Realität. Wenn ihr lebt und du bist noch 100 Meter mit der Sniper und ihr lebt, dann musst du jemanden aufschießen. Du schießt den, ich hatte ihn aber im Kreis, ich habe nicht getroffen, den Kugel fliegt eben auch bis. Okay, mein Panzer genauso, die Kugel fällt um eine gewisse Distanz, musst du das mit abbrechen. Okay, das sind zwei Fehler. Erste Fehler, es sind nicht so viele kleine Kanäle im Spiel. Okay, ich muss es nicht so oft muten, was ihr habt. Also die noch mega gern Call of Duty spielt, kann ich es, ich muss andere muten, weil du am ersten Ding von 10 Jahren meine Miss Jackson, wenn ich schießen, wenn ich dann nein kann schießen. Und da krieg ich doch nicht. Du darfst nicht genug spielen. Zwar, der sind doch schon mal Männer dran, die nicht genug Geduld, für sich schon mal das nicht zu setzen. Zweite Fehler, wie ich fangen hast, wenn du dann endlich mal ein bisschen kapiert hast, wie es sich auffühlt, du bist mit Gefühl dafür, wenn du dann nicht hinkriegst, was du probierst, viel mehr belohnen tun. Dieses Video ist also ein Tutorial über eine Gefähre an mein absolut Lieblingsschwarm, den Little Bird, aka C11 wunderbar. Okay, Helikopter fliegen nur sich, als bei Battlefield schon seine Sache. Für einen PC ist es noch mehr kompliziert, zu fliehen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn ihr dieses Gefühl hört, dann ist das absolute Wahnsinnsspaß. Okay, und dafür wollte ich euch ein bisschen erklären, nur was ihr muss aufpassen, wie ihr könnt vier Gründe für das besser zu lernen und was geschieht, wenn ihr endlich ein bisschen fliehen könnt. Okay? Also, komm in los, guck mal ran. So, du willst also Helikopter fliegen, also was müsst du klimmst einfach mal ran und du probierst. Und voilà, da ist was geschieht, auf das jede Stärken gedacht. Also probierst einfach denken und du merkst, oh, das ist aber wirklich kompliziert. Alles! Vielleicht ist es also besser, du gehst auf den Testrange. Den Testrange ist eine extra kleine Map mit all den Gefähren drauf, die da braucht, wo da könnt ein bisschen üben. Und genau das machen wir. Wir gucken einfach mal nach Little Bird und wir entdecken, wie er sich so aufhielt. Das ist so ganz einfach. Wir gucken, also wir können schon mal rumfliegen, das ist schon mal ganz flott. Wir können rumfliegen und wir können auf die Seite gucken, wir können auf die andere Seite gucken. Das alles finde ich zum Beispiel schon mal auf meinem linken Stick. Wir können rüber und hoch schwenken, wir können zu den Seiten schwenken. Und das ist ganz einfach. Also mal da mal ein bisschen die Tür und der lehrt ein bisschen, wie er sich so aufhielt. Testrange sind noch ein paar kleine Holzsoldaten aufgeriecht, wie der Gegner soll simulieren. Und wir können ein bisschen die Zielgenauigkeit verbessern. In anderen sind noch Gefähre dran, da sieht auch, ob das ein Footy schießen und wie lange das dafür brauchen. Ich gebe euch empfehlen, dass ein paar Situationen, die am Battle können entstehen, simuliert, anführen, allem auch schnell Manöver üben geht, an ein paar Geschicklichkeitsübungen machen. Bei den Geschicklichkeitsübungen muss darüber passen, dass dann nicht Hannen arren. Weil der geht das Cockpit an, du hast natürlich nicht mal dran, dass der Hannen einen langen Schwanz hat, auf den er muss aufpassen. Wie nicht du darüber gelacht? Junge. Wenn der am Testrange fertig ist, da kann ich euch schon mal empfehlen, dass der einen eigenen Server sich geht und da ein bisschen übt, wie er sich so viel auf den Maps, auf denen er später wird spielen. Da könnt ihr dann auch nicht Gegner ein paar Manöver üben, die der vielleicht später könnt im Schlachtfeld umsetzen. Auch für die läuft das, dass der Heike so in der Scheiße, wo der wisst, dass die Gegner werden später sind. Was der Little Bird auch noch übrigens mischt, ist das, wenn der zu abrupt Bewegungen macht, das sind einfach Krach. Da das gut zu wissen, wie wenn er noch später online sieht, dass der das nicht über den Treffer verwechselt. Der größte Fehler, den ihr könnt machen, also ob der Little Bird zu warten, an dem es da den Button smasht. Da könnt nämlich gerne für, dass wenn er dann endlich shoot, dass er dann nach ein Kehr trägt, und dass er dann auf der zweiten Platz sitzt, an den anderen erst in den Wäschen. Was ich dir einfach kann empfehlen, ist einfach ein bisschen Geduld zu holen. Wenn der Little Bird Footy ist, da brauchen ungefähr 1 Minute. Bei Matcher von 20 bis 40 Minuten ist das auch nicht so lang. Einfach geduldig sein und allzeit bereit zu sein, für zu drecken, wenn er im Door ist. Wie gesagt, ihr seid nicht den einzigen,
den will. Und voilà, lo haben wir den Little Bird und wir können schon mal direkt losfliegen. Tipp Nummer 1 bringt uns direkt zu Regel Nummer 1. Schwätzt nicht mal anderen über das Tipps. Regel Nummer 2. Schwätzt nicht mal anderen über das Tipps. Tipp Nummer 1, alles ganz selbstverständlich, bleibt an der Gage von ihrer Basis zu Hause am sichersten. Je mehr weiter von der Basis weggeht, desto mehr gefährlich geht es für euch. Ich kann empfehlen, wenn der Fortfliegt von ihrer Basis aus der Luftraum zu checken. Da sind nämlich noch ganz viele Leute, die haben so gehen zu der Luftraum, die man besetzt. Kapitel 2, die Vollidioten. Der hat als Helikopter an der Luft natürlich eine ganze Reihe von Gegner. Da gucken wir mal für dich, was wir Optionen machen, für denen entgegenzuwirken. Also ich studiere ein paar Miniguns. Das ist auch am Anfang das einzige, was du nämlich kein Sekundärwaffe. Miniguns sind ziemlich gut für andere Helikopter aufzuschießen. Später kriegt er dann 25 mm Kanonen, die ist besser für Infanterie, weil sie ein großes Splash hat. Aber ich empfehle dir stark Miniguns zu holen, für gute Chancen gegen andere Helikopteren oder Fluggefährder zu haben. So, als zweit hat man dann auch später freigeschaltet Heatseekers, das sind Raketen, die können auf Fliegerinnen oder Helikopter schießen, die gehen hin, die muss er anlocken. Und dann haben wir noch Laser-guided Raketen, die sind gut für Bodengefährder zu beschädigen. Als Gegenmaßnahmen hat er Flares, ECM-Jammer und ein Feuerlöscher dabei. Flares und ECM-Jammer gebe ich ja stark empfehlen, die können nämlich Raketen, die auf euch aufgeschossen gehen, auflenken. Und in diesem Fall gehe ich auch direkt so, den ECM-Jammer hat ein bisschen größer Vorteil, weil er dauert ein bisschen lang und weil deren Gegner natürlich ein bisschen schwer ist, dann erst direkt nach einkehren an den Lok zu wollen. Als Upgrade haben wir zum Beispiel den Stabilizer, den Hülle, der erst Controller im Trick zu gewinnen, wann der getroffen sieht. All die anderen Sachen existieren nicht, weil ohne den Stabilizer hat er schon mal direkt verloren. Das ist auf einmal gesehen, die sogenannten Heatseekers, mit denen geht er nämlich am oftsten nur gegrafen. So was wichtig ist zu sagen, als das Heatseekers Maximum können 500 Meter weit angelockt gehen. Geht er von ihrem Gegner von Heatseekers angelockt, dann ist das echt gereicht, weil der hat schon mal einen dummen Tuten. Den ist ungefährlich, das heißt, der ist noch nicht am Lock dran. Zweitgerecht war der das ist ein durchgehenden Ton, das heißt, der sieht angelockt bei ihm. Also auch noch immer ungefährlich, weil ihn hat noch keine Rakete geschossen. Drittgerecht ist das ein Alarm und du musst da ganz schnell Gegenmaßnahmen ansetzen. Für das Denker ist der wie von ihrem Gegner zu weisen. Den ersten Ton kommt bei der Erfassung, den zweiten Ton beim Lock und beim dritten als Rakete in der Weg. Wichtig, trägt Gegenmaßnahmen nicht so frei. Reicht beim Alarm, als die Gegner-Rakete in der Weg. Ich erinnere Herr Schneiker gerne an Regel Nummer 1 und Regel Nummer 2. Dazu ist nämlich, weil ganz viele Spieler das anscheinend einfach nicht kapieren. Die kacken sich nämlich schon beim durchgehenden Ton total an Box am Mann erst leben so viel mehr einfach. Der zweite Ton ist ungefährlich, das nach Neigen weh. Das können natürlich dann auch am U-Griff ansetzen. Nämlich der holt für dich an den Lok und der wartet mal auf. Und Kasch holten sich schon an die Box gemacht, während der die 2 Raketen noch gut. Das ist ziemlich bescheuert, ja. Der war einfach, holten die zweite Kette an den Lok von seinem Gegenmaßnahmen rüber aus, schickt der 2 besten Kollegen dahin und schon trägt den zweiten Panikknäppchen und der sieht ein bisschen mehr allein durch. Also nicht so schwer, der holt an den Lok, wartet ein bisschen auf, entweder er nicht keine Gegenmaßnahmen mehr oder er aus der Box gekackert, aber wenn er nicht mischt, schickt er mal eine Rakete launcht. Aber voilà, er nicht eine Gegenmaßnahmen. Gut, in diesem Fall getroffen, keine Ahnung für war, und da waren sie Gegenmaßnahmen wirklich gut verliert, schenkt er ihm einfach nach ein Kado auf Form von ihrer zweiten Rakete. Da bringt mich dann zu einem zweiten wichtigen Tipp, probiert immer, über deren Gegner zu fliehen. Macht er das nicht, als das nicht nur ziemlich unbequem, mir denken sie doch nicht, wo der hinfliegt, wie dass das müssen nur überall fliegt, dann nämlich noch an, vielleicht an eine Mauer. Nach dem Tibers bewegt er sich ganz viel von der Gegner, holt er schon erscheint zu Demonstrationszwecken gewesen, was geschieht, wenn der ganz ruhig an der Luft bleibt, holt ihn erst Enke am Visier, dann ist es wieder schwer, er mit seiner Minigun an Schweizer Käse zu verwandeln. Also kleine Erinnerung holt man an der Luft, wartet bis sie guckt, ob man sich an der Box kackt, mischt nicht, schießt er mal ein für zu gucken, holt er keinen mehr, schickt er direkt die zweite, und dann könnte er seinen Helikopter umstrukturieren. Er zweitgrößte Gegner Umschlagfeld sind Infanteristen mit Luftabwehrraketen in einem Stinger und Tigler, die im Loksystem haben. Wenn er so nicht heiß genug fliegt, dann geht ein Treffer durch, dass er Kontrolle verliert, und dann ist der Boutique auch schon so. Der Luftabwehrraketen haben sie nämlich genug dabei, für erst vom Himmel zu holen, und plus brauchen sie nicht lang, für sie Not zu lösen. Da geht noch einer Kollege, der fliegt relax durch Gegen und Bemol. It was at this moment that Mike knew he fucked up. Du geht nämlich auch den RPG-Raketenwerfer. Obwohl die Rakete im Real ist, wie Assen Allrounder, der kann sich schießen, wo der Welt auch verschiedene probieren, eben dummer der Hitler beim Helikopter.
Wann dann eine Konfrontation mit seinem Infanterist kommt, den will vom Himmel holen oder zu Möglichkeiten, defensiv oder offensiv. Defensiv, was wir dann natürlich, der probiert ganz schnell den nächsten gewonnen, steht das, aber beim Kontrollverlust nicht direkt wieder den Boden knallt, und der probiert ganz schnell aus dem Stips zu machen. Ein steht nämlich gerade blöd und da gehe ich rundherum und guckt durch Rohr, was natürlich auch nicht lang möchte, weil der Sänger wie raussieht. Wenn er dann in Deckung sieht, dann nur ein bisschen Zeit wieder seine Panzerung sich regeneriert und er Gagemaßnahmen sich zurück ablöst. Zweitmäßig geht die Hut als offensiv. Dieser Schuss gegen Uhr, wenn er fest wo steht. Hier nimmt nämlich ein kleines Nudel, hier muss wie gesagt durch Rohr gucken, aber wenn er dann ein bisschen rundherum hinfliegt und ihn schnell fand, könnte er ihm schnell einen Chinese-OP verpassen. So sieht das Ding vom Boden aus und so klingt es an ihrem Cockpit. Auch da kann der Schnitt anboxen, wenn er den durchgehenden Ton hat. Wenn er das macht, und der wird ganz schnell am Loch dran, steht er Rakete an, hit 500 Punkten. Geht er also in Konfrontation mit einem anderen Spieler als Soldat, dann sieht am besten ganz vorsichtig. Drittgrößte Gegner, den er als Helikopter im Schlagfeld tut, ist der Flakpanzer. Der Flakpanzer, den LAVAD, den auf dem Schuss dafür erst Leben am Helikopter ganz schön schwer zu machen. Wie effektiv der Flakpanzer ist, weiß ich scheint einen kleinen Clip. Bei einem geübten Führer ist dieser Panzer nämlich ein ganz guter Luftfilter. Der sieht der Teil in diesem Clip, der Clip dauert insgesamt 46 Sekunden. Ich fliege auch schon hoch. Pilot kriegt auch noch direkt einen kleinen Reckenmassage gemäht. Lindbergh kriegt gut aus, Bleikuss nur ein Player. Pilot ist direkt aufgefragt. Schickt den Apache-Träger an seine Basis. Und der Flieger, der kriegt er auch direkt mal nach 2 klatscht und schon auf den Auffuhr. Und voilà, 46 Sekunden, der Luftraum ist frei. Die Panzer ist echt immer an der Gegend von ihrer Basis zu sehen. Den ist nämlich auf Konfrontation mit Bodeneinheiten ganz schön am Nodel. Da muss ich schon rausklammen, sag selber in den Griff holen und weiterführen. Möchte aber bald gehen. Also als du mein Tipp, bleib einfach von der gegnerischen Basis ein bisschen fern. Auch nach den erwähnenswerten Gegner sind Fliegerinnen, die kriegen erst selten allein zum Himmel rauf, mehr in Kombination mit einer beschädigten Panzerung oder da auch schnell schlecht Kraften. Die leicht erwähnenswerten Gegner wären Sniperen und Panzeren. Die brauche ich Volltreffer für Schmimmel zu holen. Das ist natürlich ganz schwer. Mir passt auch von der Dave fliegt und er ist wenig bewegt. Da geht er nämlich zu einem verlockenden Preis. Sniperen hören sich an ihrem Cockpit, wie das üblich patchen und was er auch kennt, wenn er sus und einem Sniper an Konfrontation steht. Wenn da aber das Geräusch in den Panzer her, dann täte ich wie so ein Zischen, so eine Riesenkugel. Wie gesagt, das braucht sich eng, da sieht er vom Himmel. Gegen den Panzer kommt er überhaupt keine Nummer der Minigun. Das Problem ist einfach am besten gelesen, wenn er einfach aus der Situation fortfliegt. Trotzdem geht immer ein Idioten, der Hitklick probieren. Kapitel 3. Wo fliegst du hin? Er Aufgaben als Helikopterpilot sind natürlich erstens wohl den Luftraum von Ungeziefer befreien, indem er zum Beispiel Helikopterin mit 1000 Bleikusse versucht. Aber auch ganz wichtig ist zum Beispiel die gegnerische Snipergeist von den Dächern zu holen. Das ist auch ganz wichtig, Snipergeist, die sich am Rand von der Map verstopft, mit einer fetter Reckenmassage, der Miniguns versucht. Zudem hat er da oben ein ganz gut View an und das auch für den wanderwichtig Gegner für ihre Equipe macht er. Also können Sie auch mal für, dass er von ihrem Team ein Taxi braucht. Auch da, also immer gut, wenn da hinten hilft, auf wichtige Plätze zu kommen. Natürlich fliegt er nicht irgendwo ein Pampa raus. Aber der fliegt am besten auf den nächstgelegenen Conquest Point, für das er kann rausspringen. Also probieren Passagiere an ihrem Helikopter auch gerne für epische Geschichten. Also sind sie ein großes Hilfe, also aber auch nicht. Wenn der freie Flugbahn hat, kann er natürlich auch auf Fangen anhüllen. Das ist natürlich auch ziemlich riskant und hält ziemlich viel Zeit mit, trotzdem also nicht unmöglich. Wenn der mal am Vorderkreis von einem Gegner steht oder ein bisschen beschädigt sieht, geht er am besten an der bei Deckung sichern oder fliegt an Basis. Da oder nämlich ein Kollege, den die gegnerische Lufteinheit 60 bis 80 Mal an der Sekunde freundlich darauf hinweist, dass ein nicht verloren wird. Auch ganz nützlich zu wissen, dass der Raketenpanzer mit der Minigun ziemlich schnell Futi geht, während einer gepanzerte Vierer überhaupt wirklich Schutz von der Stelle. Das war ein Tutorial für den Lindbergh aus Battlefield 4. Falls ihr nicht vergessen habt, was nicht erwähnenswert, was mich auch noch interessieren, was Vierer benutzt, der am nächsten bei Battlefield 4, was Klasse benutzt, der am nächsten. Und
oder los op nach Tutorial, dat gebe ich natürlich ganz gerne machen. Login ist noch so ein Führungsmesse, das geguckt hat, schon natürlich gefallen. Kommentiert, was ihr wollt, subscribe, wenn ihr immer die neueste Video von euch gesehen und ich hoffe, ich gesehen erst nächstes Jahr. Ciao.